Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Heute Teil 2 der Pressekonferenz vor dem Halbfinale in der Champions League bei Paris Saint-Germain mit unserem Chefcoach Vinny Vincent Company. Bevor wir reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und damit direkt rein in den Bombs. Zurück in der Pressekonferenz vor dem Halbfinal-Hinspiel des FC Bayern bei Paris Saint-Germain. Morgen jetzt mit unserem Cheftrainer Vincent Kompany und sind gespannt auf die Fragen. Viele Hände in der Höhe. Dann beginnen wir hier in der Mitte. Stefan Kumberger für Sport 1. Guten Abend, Vincent. Sie sind morgen gesperrt. Wie läuft Ihr Tag? Wo werden Sie das Spiel verfolgen? Und warum haben Sie sich für Aaron Banks als Ihren Stellvertreter entschieden? Ja, also wo ich sitze, irgendwo im Stadion, aber vielleicht nicht so weit weg von Ihnen. Aber ich kenne mich noch nicht so gut aus in diesem Stadion, dass ich weiß, wo die B-Lösung ist für eine Trainer, die nicht dabei sein kann. Aber die Abläufe sind deutlich. Also ich weiß, bis wann ich was machen kann und darf und wie ich die Mannschaft unterstützen kann. Aber ich weiß, dass letztendlich gesperrt ist gesperrt. Das heißt, du bist für einen Teil dieses Spiels nicht dabei. Sie wissen, dass ich nicht zufrieden bin mit, wie ich gesperrt war. Also ich finde das nicht fair. Aber okay, es ist jetzt im Moment, geht es einfach darum, dass wir das als Mannschaft lösen und das können wir. Ja, sonst glaube ich, sie hat schon Erfahrung, war schon eine Zeit auf die Seitenlinie in England in der Premier League. Ja, habe ich auch schon gesagt, ich halte das auch für Schwachsinn mit den gelben Karten in der K.O.-Phase in der Champions League. Gehören abgeschafft, gelbe Karten sperren. Hat Erfahrung, hat auch eine normale Rolle, laute Rolle mit seiner Stimme, auch im Training, macht auch die Standards auf die Seitenlinie. Also ich glaube, wir können natürlich immer am besten alle einfach zur Verfügung stehen, ich auch, aber sonst habe ich 100% Vertrauen in unsere Staff und alle anderen auch. Dankeschön, dann wechseln wir in die erste Reihe. Yes, please. Merci. Q-Sport, s'il vous plaît, messieurs. Les attaquants de Paris Saint-Germain, the strikers from Paris like Kvaratskhelia and Dembele and Doué are incredible. They move very well and quickly. How can you defend against them? Je peux retourner la question tout de suite. Et qu'est-ce qu'on fait de nos attaquants alors? Well, I can give you another question. What are they going to do without strikers? So it goes both ways, really. Both teams are extremely creative, their position play, and also the one-on-one duels and to find solutions in tight spaces. So there's no real secret. It's about details. It's about intensity, about energy. But at the same time, we now play against each other for the fourth time, be it for their players or our players. It's not the first time that we are playing each other. So from all the teams that have been playing, we are experienced, but it's the same with them. Ja, was soll man da auch darauf antworten? Jetzt mal ernsthaft. Außer zu sagen, ja, guck dir die andere Seite an, ist für den anderen Trainer genau andersrum genauso. Zwei super starke Offensivreihen. Wie gesagt, Paris hat vielleicht das bessere zentrale Mittelfeld. Das könnte ein Knackpunkt sein, das werden wir morgen sehen. Es wird auf Kleinigkeiten ankommen, auf Momentum. Vielleicht auch die eine oder andere Schiedsrichterentscheidung. Wir kennen es alle. Wir werden sehen. Ja, ist ein Spiel auf absoluter Augenhöhe. Ich habe es ja schon gesagt im Taktikfuchs. Wenn eine Mannschaft bei 110% ist und die andere Mannschaft irgendwie nur bei 80%, dann kann das auch für die jeweilige Seite dann eine ganz klare Nummer werden, weil einfach beide diese Qualität in der Offensive haben. Wir werden sehen. Ja, es wird auch viel darauf ankommen,
der eigene Glaube, wie man auftritt, welche Mannschaft dominanter ist. Ich glaube nicht, dass eine Mannschaft über 90 Minuten dominant sein kann. Es wird ein sehr, sehr interessantes Spiel. Ne? Ich denke, darauf können wir uns einigen. Herr Kompany, nach dem Ausfall von Rafael Guerreiro gehen langsam die Ersatzspieler nicht aus, aber es werden immer weniger. Mit wie viel Sorge blicken Sie auf diese Bank oder denken Sie sich, es ist nicht Ihre Sorge, weil Sie sitzen ganz weit oben und können sowieso die Entscheidung nicht treffen? Wir wollen natürlich immer die volle Karte zur Verfügung haben, aber ich glaube, dass Rafa jetzt auch nicht so schlimm ist. Es ist einfach schade, dass es jetzt in dieser Phase passiert, weil natürlich, wenn du 1 oder 2 Wochen ausfällst, dann hast du schon 3 Spiele sofort verpasst. Aber es ist nicht so schlimm. Tom Bischoff kommt auch bald zurück, Lennart Kahl kommt bald zurück, Sven Ulreich ist jetzt wieder da. Ja, Halleluja, wenn Tom Bischoff und Lennart Kahl wieder da sind. Das gibt uns auf jeden Fall echte Optionen. Ne? Rafa Guerreiro, ganz ehrlich, Alter. Ey, das mag ein lieber netter Kerl sein. Alles gut. Sportlich ist das jetzt ein Ausfall, der, weiß ich nicht, ob der unbedingt wehtut. Klar, er hat eine gewisse Erfahrung und wenn er mal einen guten Tag hat, kann er auch noch Impact haben, aber wenn man wieder das letzte Spiel gesehen hat, Alter, dann ist das sportlich kein Verlust. Gut, einige Jungs, die morgen dabei sind, waren fast die ganze Saison nicht dabei und dementsprechend haben wir noch die Kader, die wir brauchen, um einfach dieses Spiel anzugreifen. Und das ist für uns das Wichtigste. Dann wieder auf der anderen Seite. Handzeichen bitte, ja. Bonjour Vincent, Giovanni Castaldi pour la chaîne L'Équipe. Ce matin en conférence de presse, Luis Enrique a été élogieux envers. This morning, Luis Enrique was praising you during the press conference. What do you think about Luis Enrique? Is he a coach that is inspiring you? And what impresses you the most about his way of practicing? Well, I think he does an incredible job. I have to think back at the press conference when we won against PSG 1.5 years ago, and I was watching that number of journalists that were turning to Luis Enrique, and I saw what type of team he had, and I felt what was happening there. They really had a young squad, but with a clear message. And I wasn't surprised to see that they won the Champions League last season because Luis Enrique is investing a lot of work. And even though it might take some time, every now and then you can tell that there is a team spirit in his teams, and he's really making sure that everyone is running and fighting, and that is not easy, but he's doing it with every team that he was practicing, so I really have to tip my hat to him, and he really earned this, so it's a big challenge for us, but we love those challenges. We want to compete with the best. Ja, das brauche ich nichts zu sagen, oder? Lobhudelei in beide Richtungen und ja. Ich denke, das ist ähnlich, bei PSG ist es ähnlich wie bei uns. Der Schlüssel zum Erfolg ist halt einfach aus dieser Truppe eine Mannschaft zu formen und ja, dass sie als Mannschaft agieren. Ja, das ist der springende Punkt, denke ich. Und das hat er halt geschafft, ne? Und die Art, wie sie Fußball spielen, ist ja schon ein bisschen ähnlich zu uns auch, würde ich behaupten. Wollen wir mal abwarten morgen. Bonjour, hallo Vincent. Es gibt diese legendäre Geschichte von José Mourinho, der sich, als er gesperrt war, vor ein paar Jahren mal in einer Wäschebox in die Kabine oder aus der Kabine geschmuggelt hat. Kennen Sie diese Geschichte? Können Sie darüber ein bisschen lachen? Und gab es irgendwann in den letzten Tagen mal den Gedanken, selber irgendwas Verrücktes morgen zu machen? Ich bin 1,92, also ich passe nicht in diese Wäschebox, leider. Und nein, und was ich auch gesagt habe, es gibt wahrscheinlich eine Trainer, die Erfahrung hat, Ganz ehrlich, wenn du in der heutigen Zeit, was Technik anbelangt, zu dem Mittel greifen musst, klar, so von Face to Face ist nochmal was anderes.
Aber wenn du es wirklich drauf anlegst, ich weiß natürlich nicht, ob er 'n Beobachter dabei hat, dann ist natürlich schwierig, aber ansonsten sollte das ja wohl auch nicht das Problem sein, da irgendwie zu kommunizieren, würde ich jetzt behaupten. Nicht auf der Bank zu sitzen und Trainer zu sein, und das bin ich, weil ich war in meiner ganz ersten Jahre als Trainer war ich Spielertrainer. Und die Regel ist so, dass du als Spielertrainer natürlich auf dem Platz bist du dabei und spielst du, aber wenn du verletzt bist, darfst du nicht auf die Seitenlinie sitzen. Und ich war oft verletzt, Was denn? leider. Und ich habe eigentlich sehr, sehr viele Spiele in alle unterschiedlichen Orten für jeden. Was ist das denn für eine dumme Regelung? Du Spielertrainer bist und du bist verletzt, darfst du nicht an der Seitenlinie sein und coachen. Hä? Wild. Stadion einfach in die Kulissen mitgemacht und leider habe ich viel Erfahrung in diesem Bereich. Auf der linken Seite wieder, ja. Bonjour coach, juste Bonjour. ici. Ça fait quelques matchs maintenant, vous l'avez dit, que vous affrontez le Paris Saint-Germain. Ce sont deux belles équipes d'un niveau à peu près équivalent. You know now that you play against Paris Saint-Germain. Those are teams that have great strength, that are running quite a lot, that are changing positions. How do you approach a team like that? Well, I was just alluding to this. There is no miracle solution for this. The only thing that we have is, and the advantage that we have is that we have been playing against Paris quite a lot now, but this is the same for them. They have to solve our problems as well. We have some ideas. We know how we want to bring our opponent into trouble, and when they will find unusual positions on the pitch, then it's no surprise to us. Obviously, Paris has the quality to do this, and so that makes them really. Also, wenn man die Fragen so mal hört, dann geht auf jeden Fall alles davon aus, dass Paris uns schlagen wird, oder? Dass Paris hier der große Favorit ist, ne? Hört sich auf jeden Fall so an. Dangerous, Bin gespannt. but in every phase of the game, they are dangerous, be it on the counter or from positional play. But if you analyze our team, then you can tell that we have the same qualities as well. Ja, das sehe ich nämlich genauso. Wir haben in dieser Saison schon ein paar Mal auch über das letztjährige Viertelfinale gesprochen gegen Inter. Da waren die Voraussetzungen natürlich andere. Es gab viele Ausfälle. Trotzdem mit Blick auf die aktuelle Situation, klar, mehr Spieler sind da, spürt man trotzdem auch in der Kabine so nochmal einen anderen Fokus, einen anderen Drive, einen anderen Siegeswillen, weil es ist ja gerade das Spiel am Samstag zeigt ja, zu was diese Mannschaft imstande ist. Naja, ich glaube nicht, dass die Spieler so weit zurückschauen, wie sie das glauben. Also wenn du mich fragst über dieses Gefühl von unserem Main-Spiel, ich glaube, das ist ungefähr, wie weit wir zurückschauen manchmal. Alles, was letzte Saison passiert ist und alles, was wir jetzt, wo wir jetzt sind, haben wir. Hast du ja auch gar nicht die Zeit zu. Ja, wenn du alle 3 Tage spielst, Reisen, Training, Spielen, da hast du auch gar keine Zeit, da in irgendwelchen Erinnerungen zu schwelgen oder sonst irgendwas. Also. Und natürlich kann das keine Rolle spielen, weil du immer im Fokus sein musst, jetzt gerade in diesen Wochen. Ja, da kannst du ja nicht nur anfangen und irgendwelche Rückblenden haben oder sonst was. Also. Erreicht, weil wir diese Saison geleistet haben, mehr nicht. Und was letzte Saison passiert ist, okay, es gab eine Kontext, eine Realität. Das ist immer wichtig, das immer vor Augen zu haben, damit man weiß, woraus muss man lernen und wie kann man besser werden. Aber ich glaube, unsere Mannschaft hat dieses Jahr im Bernabeu schon gewonnen, in Paris auch gewonnen. Und wir haben auch viele Schritte gemacht, damit wir heute einfach sagen, okay, es ist klar, Paris ist noch immer der Champions League-Sieger von letztes Jahr. Aber wenn eine Mannschaft diese Streit angehen kann oder muss, dann sind wir vielleicht diese Mannschaft, die das am meisten wollen auch. Also wir wissen, wie stark Paris ist, aber wir wollen auch dieses Spiel. Das ist wichtig, dass jeder das versteht. Also wir wollen das nicht aus dem Weg gehen. Auf der rechten Seite, ja, please.
Myriam Bensalah, Richtige Sport and People Einstellung. News. Alors, vous venez d'évoquer le fait que vous appréciez les confrontations face aux meilleurs. You were talking about competing with the best. Do you think that tomorrow this is almost like a final? No, there are 4 teams still in the competition, and those 4 teams can all dream of the title. They can all win the title. Au niveau de l'idée de jeu des deux équipes, on a une confrontation absolument. When it's about the playing philosophy, then this will be a game that could be really tough. They are used to Pour qu'une équipe comme la nôtre développe son jeu, on a cette même ambition. Deny the opponent playing their game et en même temps, je pense que dans toutes les phases, on a des équipes qui réflissent à, par exemple, si on défend. But at the same time, there are teams that will maybe think about scoring while they are defending. And with PSG, it's like a storm that is coming towards you. Julian Buhl, bitte. Ja, hallo. Karl-Heinz Rummenigge hat. Naja, gefühlt ist es schon das vorweggenommene Finale. Ich glaube schon, dass das die 2 stärksten Mannschaften sind. Aber natürlich kann jeder dieser 4 Mannschaften, die jetzt noch dabei sind, die Champions League gewinnen. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja? Selbst wenn du erstmal im Finale bist, ey, wir haben schon so viele Finals erlebt. Ja? Gut wie schlecht. Ja? Und wir haben Finals erlebt, wo wir klar die bessere Mannschaft waren, über 93 Minuten und trotzdem das Finale verloren haben und so weiter. Ich brauche nicht in eine Wunde Salz reinstreuen, ne? Also, ihr wisst, was ich meine, ne? Du kannst die bessere Mannschaft sein. Auch jetzt im Halbfinale kannst du die bessere Mannschaft sein und trotzdem nicht weiterkommen. Also, du hast keine Garantie und schon gar nicht, wenn es um ein Finale geht, wo es ein Spiel ist. Also. Michael Olise heute bei uns im Interview für absolut unverkäuflich erklärt. Da wollte ich gerne nachfragen, wie finden Sie diese Ansage und welche Bedeutung hat er mittlerweile schon für Sie und für Ihre Mannschaft generell, aber auch mit Blick... Das verstehe ich auch nicht, Alter. Das ist so ein Punkt, der mich richtig aufregt, Alter. Wir sind der FC Bayern, wir sind nicht Borussia Dortmund, RB Leipzig, VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt. What the hell? Wann haben wir jemals gesagt, oh ja, nee, wir müssen jetzt aber, nee, das ist unser bester Spieler, ja, den müssen wir jetzt verkaufen. Hä, what the fuck, Alter? Da kann ein Verein kommen und kann 200 Millionen bieten. Er hat drauf geschissen, wen interessieren 200 Millionen, Alter? Ja, jetzt mal ernsthaft. Also, die einzige Chance wäre ja wirklich, wenn der Spieler keinen Bock hätte und sich wegstreiken würde, so wie es ein Mann Dembele in Dortmund gemacht hat, ja. Das wäre ja der einzige Punkt. So, aber anders doch nicht. Ja. Ich verstehe nicht dieses, oh ja, das hat der FC Bayern. Ja, was ist los, Alter? Wir waren noch nie ein Verkäuferverein. Ja. Also jetzt mal ernsthaft. Ich verstehe das nicht. Dass da so ein Tromborium drum gemacht wird. Hä? Warum sollten wir denn unseren besten Spieler abgeben? Ja, wenn er eine Ausstiegsklausel hat, ja gut, dann ja, können wir ein Fass aufmachen, aber ansonsten doch nicht, Alter. Auf das Spiel morgen. Ja, also wie immer, Sie wissen über die Ansagen von meiner Oberste, da gibt es keinen Kommentar. Ja, aber wenn Sie mich meine Meinung fragen über Michael Olise und was er dieses Jahr geleistet hat und wie er sich entwickelt hat in die letzten 2 Jahre, Alter, finde ich schön, dass man nicht vergessen darf, dass dieser Junge noch immer in seiner ersten Halbfinale Champions League ist, dass dieser Junge noch in seine ersten 18 Monate oder 2 Jahre ist auf richtigem Top-Niveau. Und wie er sich entwickelt hat, ich glaube, dass er noch besser werden kann. Ich sage jetzt nicht, dass er was anderes machen muss, aber ich sehe einfach in seiner Mentalität, was ich jeden Tag im Training sehe, dass immer noch Luft nach oben ist. Und das ist beeindruckend. Und hoffentlich kann er immer seine Leistungen bringen in Spielen wie morgen. Aber das wird egal was passiert, das wird meine Meinung nicht ändern, dass er ganz lange auf diese Top-Level einer von den Top-Spielern in Europa bleiben kann. Und das ist, das ist immer schön, wenn man diese Entwicklung von Anfang bis jetzt auch einfach mitmachen kann.
Es gibt heute so viele Fragen. Yes, please. Bonjour coach, Ilyes Peters de 90 minutes. Un peu dans le prolongement de la question de mon confrère, Dayo Upamecano nous parlait surtout du... I'd like to add to that question. Dayo Upamecano was telling us that Michael Olise is working so much even after practice. Can you talk about this? The additional work that he does? Well, he's really obsessed by detail. Michael is Michael. He will always be unique and walk his own path. But with Kevin De Bruyne... Das zeichnet aber auch die Top-Spieler aus, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ja. Wenn wir mal so zurückdenken, auch so einen Arjen Robben und so weiter, der hat auch jeden Tag extra Schichten geschoben. Ja. Bei ihm vielleicht ein bisschen mehr auf den Körper bedacht, weil er so viele Verletzungen hatte. Aber das zeichnet halt Top-Spieler aus. Ja. So, die gehen nicht nach Hause wie Niklas Süle und hauen sich 3 Burger und eine Coke rein nach dem Training, sondern die arbeiten weiter an ihren Geschichten. Ja. Genauso wie Lewandowski, Alter. Könnte auch nicht noch so fit in dem Alter sein, wie er ist, wenn er nicht penibel jedes Mal darauf hingearbeitet hätte. Ne? Ja. Das ist halt der Unterschied zwischen gut, sehr gut und Weltklasse. So, ne? Du musst halt auch die richtige Einstellung haben. Bringt dir das ganze Talent, bringt dir nichts. Wir haben schon so viele talentierte Spieler beim FC Bayern gesehen. Ja, das muss eine Kombo aus allem sein. Ne? When I was working with him in practice, it was pretty much the same. He was also obsessed by details, and I see the same here. He's communicating very well with his fellow players as well, and he's having a lot of fun, but when he has to work, then he's really serious. And Dayo was alluding to it, that he's doing a lot of defensive work, but he's a creative player that you have to give this creative space. And he's he has a great attitude. Hi, Vincent. Jack from The Sun in England. Harry Kane has obviously taken his game to perhaps another level this year. I was wondering what you thought his most underrated quality or underappreciated quality might be, and just also, it's been said today the club will speak to him about a contract at the end of the season, an extension. Just your thoughts on that situation as well. Yeah, slight adaptation for the English media. So in my case, I don't do contract discussions. So it's a good thing. It's a good thing. I don't mind it. So I just push that one to my colleagues when, or to my bosses when they'll be there for the press conference. But in terms of his quality and what he's been doing for us, what is underappreciated, I don't know. It depends of probably how the English people saw Harry when he was in England, and it's probably the way they saw it when I played against him, which was an incredible goal scorer, striker that can find a way to score goals out of any position, whether it's headers, whether it's left foot, right foot, distance shots. So I think his finishing was never underestimated. I think his leadership was never underestimated either, because he's had that role for his team and for his country. But then obviously what we see a lot more is just his distribution and his work rate for the team and his game intelligence in general. So to combine that side of the game with still the numbers that he has, so you've got to do the job to come and help your team sort of progress and then still arrive in the box. It's not an easy thing. So that's something we've seen and we've been able to enjoy. That probably in England was maybe underrated at the time. But he's aging like fine wine. Also wenn Harry Kane underrated ist, Alter, dann weiß ich auch nicht. Wie es ein Winnie gerade sagt, ja, du musst erstmal diese Zahlen haben, die er hat. Allein das ist ja schon wild und aller Ehren wert. Aber er tut ja dann noch so viel mehr für diese Mannschaft. Neben diesen ganzen Zahlen, die er hat. Ja, Scorer und Tore. Also es ist ja wirklich... Also ich weiß nicht, klar, wenn man Harry Kane vielleicht nicht erlebt, ja, aber wenn man Harry Kane erlebt, Alter, das ist eine absolute Weltklasse-Maschine, Alter. And so, zwar in allen Facetten, yeah. Alter. I'm just enjoying obviously seeing that side of his game for us as well.
Back to the right side, yeah. Bonjour Vincent, José Barroso de l'équipe. Vous l'avez dit, ça fait 4 fois que vous avez joué le PSG. Vous commencez un petit peu à vous connaître. Est-ce que vous avez vu une évolution? Vincent, Sie spielen zum 4. Mal, playing against Paris for the 4th time. Did you see a development in that team from Luis Enrique? Did they improve? Do they approach the game differently? Well, all the time. And I think it's the same with us. At least I hope it's the same with us. If you give the coach a bit of time to develop, those changes will come, and there is a development. And his team has to develop because it's a very young team, like Doué, Bacola, and all the others. Those are players, and we was saying this about Michael as well. When they have a good attitude, they will improve and they will develop, so the team will develop even quicker. Wollen wir mal hoffen, dass sie sich nicht so weit weiterentwickelt haben, ne? Maximilian Edelmann. Serge Gnabry ist heute auf Krücken ins Flugzeug gehumpelt. Was sagt das auch über den Teamgeist, den Spirit aus, den die Mannschaft hat? Und dann die Anschlussfrage noch daran, wird er beim Spiel neben Ihnen sitzen? Glaub mich, ich brauche keine Krücken neben mir in dieses Spiel. Das ist... ich glaube, also Serge ist eine Führungsspieler für uns, das habe ich schon gesagt. Nicht an mir, Leute. Auch eine Junge, die wahrscheinlich eine andere Rolle gespielt hat für ganz lange in die Bayern München Kader, würde ich sagen. Aber für uns ist er auf jeden Fall jemand, der die Mannschaft verbindet, die Alto Belly, ey. Junge. Ich wollte gerade schon loben, ne? Wie schnell das hier, ich weiß ja nicht, ob die da Pulte haben, wo die sitzen, aber da läuft auf jeden Fall keiner gefühlt mit dem Mikrofon durch die Gegend, ne? Also das ist super. Bisher war auch eher die PK top, aber jetzt gerade ist ja wild. Jetzt hören wir gar nichts mehr. Nur Lippen lesen, oder was? Cette confrontation ne sera peut-être pas aussi ouverte qu'il n'y paraît. This game could maybe be not as open as one might expect, and that the defensive aspect might be the most important. And it could be a game where the defenders might come to the fore. Do you share this opinion? Well, honestly, I don't know. You have to prepare for every scenario. You cannot. Naja, ich weiß nicht, ob die Defensiven dieses Spiel entscheiden. Das ist, wie gesagt, du musst als Mannschaft, aber genau Paris andersrum genauso, du musst als Mannschaft verteidigen. Wenn du nicht als Mannschaft verteidigst, beide Offensivreihen oder beide Kader sind so stark, was das Tore-Schießen anbelangt. Natürlich, wenn so ein Upper oder auf der anderen Seite oder bei uns ein Tar oder bei Paris irgendwie ein Innenverteidiger mal einen Aussetzer hat, einen schlechten Tag hat, dann wird da jemand zur Stelle sein, ja. Es könnte noch auf die Goalies ankommen, auf jeden Fall. Ein guter Torwart, ja. Also ich glaube nicht, dass du dir so einen Schnapper wie gegen Real leisten kannst. Es wird auf so viele Kleinigkeiten drauf ankommen, ey. Control everything during a game, and it always depends on the lineup of PSG, depends on our playing ideas, and we're gonna find out pretty quickly. But I'd be surprised if it would be a really closed game with a little offense. Coach, durch die Verletzung von Gnabry ist klar, dass Jamal Musiala beginnen wird. Jetzt hat er sich damals bei der Club-WM so schwer auch verletzt gegen Paris. Müssen Sie ihn nochmal speziell auf dieses Spiel jetzt einstellen? Wie erleben Sie ihn auch? Auf dem Platz strahlt er wieder viel mehr Spielfreude und Fitness aus, oder wie geht es ihm auch psychisch? Dankeschön. Nein, gut, und das gehört zum Leben, zum Fußball.
Und ich glaube, für Spiele wie Jamal, es ist, man kann alles einfach lösen mit seinen Fußballspielen. Und ich glaube, der muss sich nicht zu viele Gedanken machen über Club-WM oder was dann auch. Wie der in die letzten Spielen gespielt hat für uns und das bringen im Spiel. Ich sage immer, dass ich trotzdem noch diesem bisschen Zeit gebe für Jamal. Aber er kann eine wichtige Rolle spielen, aber wir haben auch andere Spiele, andere Spiele in dieser Mannschaft, die das Spiel entscheiden können. Aber über diese Club-WM würde ich nicht. Es wird schon morgen auf Jamal ankommen, ist mein Take. Also ich glaube, oder halt Heavy, ja, je nachdem. Ich glaube, es wird wichtig sein, dass der Zehner, wer immer es dann sein wird, in welcher Situation, sich sehr tief fallen lässt und den Ball abholt an der Mittellinie. Ja, ich glaube, es wäre ratsam, nicht mit beiden Sechser, Achtern da irgendwie so weit aufzurücken. Man sollte eine Absicherung in der Zentrale da haben, ja, und dann muss sich der Zehner den Ball ein bisschen tiefer abholen. Das sollten auch beide können, Jamal und Heavy, denke ich. Das sollte nicht das Problem sein. Ich bin gespannt, ob es so kommen wird oder ob wir, keine Ahnung, offenes Visier, feuerfrei, wie es gegen Real war. Dann muss aber auch wirklich jeder Schuss ein Treffer sein, ne, auf unserer Seite, damit du das kompensierst, Alter. Ja, ich glaube nicht, dass er sich viele Gedanken machen braucht. Dann die vorletzte Frage bitte, Reihe 2, ja. Hello, Coach. Hugo Ramirez from Televisa Univision in English. Obviously, you have faced PSG and Luis Enrique 3 times, but how different it is to face them in a game where it's a face-off of a series of elimination knockout, like it was in the FIFA Club World Cup. What have you learned, or what did you learn maybe from that experience, knowing that it's maybe not the same intensity as a phase league game of Champions League, that it's obviously elite level? But that will be my question. Thank you. And thank you. Naja, was willst du da lernen? Also, weiß ich nicht. Na klar ist das irgendwo ein Unterschied, aber ich glaube, das sind doch alles Sachen, wo da kannst du dir auch keinen Kopf drüber machen. Ja? Er hat jetzt, weil wir 3 Spiele schon gegen Paris hatten, aber jetzt zum ersten Mal so Elimination Game auf diesem Level, Halbfinale Champions League. Sorry. Ja, da kannst du von außen immer viel reininterpretieren. Am Ende des Tages wird PSG genauso viel Respekt haben vor uns. Die sehen ja auch, was wir diese Saison geleistet haben. Genauso wie wir großen Respekt vor PSG haben werden. Und da spielt das keine Rolle, welche Ergebnisse du oder welche Spiele du davor gezeigt hast. Guckt euch Real Madrid an. So, da haben wir gar nichts gerissen die letzten Jahre. Und hast zweimal gewonnen und warst die klar bessere Mannschaft. So, also. Yeah, it's difficult to answer because you go through the games themselves, and if you look at the games, it's been always very tight. We won a couple of times, they won, but the games were so tight that you can write the story also differently. Maybe we would have lost 2 games and we would have won in America. That would have been possible. That's how close the games were. So no, I think the psychology is also, we have a lot of players in our team still who are experienced as well to win the Champions League, to be in. Ja, und trotzdem hat dann Chelsea die Club-Weltmeisterschaft gewonnen, so, wo keine Sau mit gerechnet hat. So, ne? Da sind wir nochmal bei dem Take, was ich sagte. Ne? In these games, it was not so long ago that Bayern was in the semi-final of the Champions League, so I think they're 2 very experienced teams. I think Luis Enrique said that it's going to be about details. It's never been more true, and he played at the top level, so it's something when you've played also there, that it's the players deciding these moments. So I'm there to help my team, to give them belief, to give them an idea, structure, but I know that it's going to be decided by the belief and the quality of plays on a day, and when it's not tomorrow, then next week in Munich. Yeah, next one, Here, please. Vincent, to TNT Sports Brazil, Arthur Quesada, in English, if I may. Yeah. You just reached
167 goals in this season, if I'm not wrong. It's the same amount of goals of Barcelona with Messi, Neymar, and Suarez. If you reach 15 more, will be the best scoring system of the century. 15 more in how many games? You have, it depends on you guys. Yeah, that's a good point. It depends on you, but you have 3 more in the Bundesliga, Pokal final, and also and also 3 more maybe in the Champions League. Okay. Yeah, but in the end, what makes your team so special in terms of scoring? You face some teams as a former defender. What makes your team so special? And do you think that you can reach this mark? I think I've faced. Was uns so special macht, ist, dass wir nicht wie sonst immer 2 oder 18 Gänge runterschalten, wenn 2-0 steht oder 3-0 steht. Klar, auch dann schalten wir den Gang zurück, ja, oder 1,5. Aber du hast dann immer noch, ja, mehr Ballbesitz, ein bisschen ruhiger, aber du erspielst sie trotzdem immer noch Chancen. Ja, und der andere Punkt ist auch, dass das, was eingewechselt wird, halt auch noch was zeigen will. Ja, so, das ist auch ein großer Punkt. Wie oft haben wir das bei Bayern gehabt, so, dann wurden Spieler eingewechselt, so, die klar die zweite Garde waren und auch nicht wirklich Bock hatten, da sich mehr aufzudrängen. Ja, ich glaube, das ist auch ein ganz großer Faktor diese Saison. That team from Barcelona you mentioned, so no, it's the quality of players first. We can talk about goals and philosophy and everything you want, but you need guys who can put the ball in the back of the net no matter what. And you need a goalkeeper who can make saves, and you need a centre-back who heads the ball and tackles and loves doing it. So everything else is just powder for discussions, you know, magic tricks. The reality is you need the quality, and these players have quality. Also, they have the hunger to continue, because it's not easy to score 10, 15, 20, and then to have the same motivation when you play every game. And that's how you achieve these numbers. So I think my role in this case is probably more in pushing them to continue and to not stop, and to not overthink anything about what you have achieved, but to look to what you still need to achieve. Goals is nice. I think for a club like Bayern Munich, just like you mentioned Barcelona, I don't think you can separate scoring goals and the clubs. We have to. It's part of the DNA of the club, before me and long after me as well. Ja. So it's always a good thing. But the main thing is to win the trophies. You know, so we're in a moment now. If those goals can help us win the trophy, that's the main thing we want with those goals. You know, and we have the belief because we know we can score. And the last one on the left side, please. Alessandro Gandesso, Gazzetta dello Sport. Ce matin, Luis Enrique disait que le Bayern Munich est beaucoup plus régulier que le Paris Saint-Germain, était beaucoup plus régulier que le Paris Saint-Germain. Enrique said this PSG might be a bit more consistent than Bayern Munich, and that his team is the better team. Do you think that the semi-final will show which team is best in Europe? Das ist schön, wenn er solche Aussagen vor so einem Spiel trifft. Das ist, glaube ich, dann nochmal eine kleine Extra-Motivation für uns. L'équipe qui est vainqueur en titre de la Ligue des Champions peut s'assigner. Well, to me, the title holder is always in the right to claim some things, but I hope that I will be in the position next season to say the same. We fight for this title that PSG conquered already, and they earn all the praise. And when they see it that way, then I don't have to add anything to this, but we want to be in a position and we want to have what they have, and we are hungry. And it's the first leg tomorrow. There will be a second leg in Munich, and we hope that we can be the better team through those 2 legs. So thank you very much. Have a good one. Thank you very much. Leute, ich habe eine nervöse Anspannung. So beschreibe ich es mal. Ich kann es morgen gar nicht einschätzen, Alter.
gar nicht. Ja, ihr wisst, ich habe ein 2:1 getippt, weil ich nicht gegen uns tippe. Aber das Spiel kann alles sein. Ohne Witz. Das kann alles werden, alles sein. Es kann in eine Richtung wirklich hart ausschlagen, wenn die andere Mannschaft echt einen schlechten Tag hat. Ansonsten kann es ein hochklassiges 2-2, 3-3, 4-4 werden. Oder beide haben so viel Respekt voneinander, dass beide voll auf Ballbesitz und Sicherheit spielen und es wird irgendwie, auch wenn es schwer zu glauben ist, 0-0 oder so ein Gedöns. Ein 1-1, wer weiß. Ich bin sehr gespannt auf dieses Spiel, ja. Und ich freue mich drauf. Rot-weiße Grüße gehen raus, haut rein, bis dann. Tschüssi.